Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Himmelwärts Online. So cool, dass du eingeschaltet hast. Als allererstes wollen wir gerade zum Fritzli schauen, was er heute echt so könnte erleben. Ich bin mega gespannt drauf. Wow! Da im Psalm 33, Vers 6 steht: Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Wow! Schon mega cool, dass Gott einfach so ein Universum erschaffen hat. Ein Himmel mit Milliarden von Sternen. Wie sich das echt anfühlt, wenn man so durch die Galaxie, das Universum könnte fliegen. Wow! Schau dir das mal an! Was echt der Fritzli diese Woche wieder für eine Fantasiewelt erleben wird, wir werden es später sehen. Aber jetzt machen wir uns doch gerade mal bereit, um zusammen Gott zu loben. Kommt, steht doch schon auf, macht euch bereit. Weißt du was? Kommt, wir uns gerade noch einmal zuerst ausschütteln. So. Und dann geht's los mit Lobpreis. Hey Kinder, jetzt geht's los. Lasst uns singen miteinander. Wir wollen Jesus über allem sehen. So gut, komm, wir loben Jesus gerade nochmal mit allem, was wir haben, weil er ist der Allerbeste. Jesus, wir haben dich gern und du bist der, der das Land einnimmt, eins nach dem anderen. Und jedes Gebet, das wir sprechen dürfen, ist eine mächtige Waffe. Wir erheben dich über allem, Jesus. Hey, so mega cool, wie wir zusammen Gott anbeten und ihn loben und preisen können.
Ja, himmlischer Vater, wir wollen wirklich dich anbeten. Dir gehört alle Ehre und alles Lob. Du bist hoch erhaben, Jesus. Und darum wollen wir einfach dich anbeten. Danke, dass wir dich kennen. Amen. Amen. Und darum singen wir gerade noch ein zweites Lied, und zwar Fels. Weil Jesus ist wirklich wie ein Fels, wo wir darauf stehen und darauf vertrauen. Darum singt doch mit so laut, wie ihr könnt. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich streck mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Und wenn alles, was mir halt gibt, mich verlangt, meine Sicherheit in dir, Gott, bleibt bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Mein fester Grund. Mein fester Grund. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Und jetzt geht es gerade weiter mit der Geschichte. Das heisst, jetzt ist der Moment, wo ihr es euch wie immer bequem machen auf dem Sofa, wo ihr euch gut einkuscheln könnt. Wir fangen jetzt gerade an mit der Céline, unserem Erklärbär. Weisst du noch, wer unser Spezialgast war am Anfang dieser Serie? Weisst du noch, wie er geheissen hat? Es war der Salomo. Der Salomo hat ja so eine coole Geschichte mit Gott erlebt. Weisst du noch was? Gott hat ihm gesagt, dass er sich von ihm wünschen kann, was er will. Und er hat sich etwas mega Spezielles gewünscht. Er hat ja nicht gesagt, dass er Geld will oder ein langes und gesundes Leben, sondern, weisst du, was er sich gewünscht hat? Er hat sich von Gott Weisheit gewünscht, dass er sich gute Entscheidungen treffen kann. Und ich bin mega gespannt, was der Salomo in seinem Leben nachher so erlebt hat mit dieser vielen Weisheit. Und der Salomo hat wirklich ganz eine coole Geschichte erlebt. Leider kann er heute nicht live da bei uns sein und es uns erzählen,
Aber der Salomo hat uns eine Videobotschaft geschickt, wo er wirklich eine coole Geschichte erzählt, wo er erlebt hat, weil er so viel Weisheit hatte. Ich würde sagen, wir schauen doch gerade mal rein und hören, was der Salomo uns zu berichten hat. Hey, liebe Himmelwärts, ich habe gehört, ihr habt heute wieder das Thema Weisheit. Und ihr wollt hören, was ich noch für Geschichten erlebt habe mit Weisheit. Ich kann euch etwas erzählen. Und zwar ist mal eine Königin von Saba, das ist ein Land in Afrika, hat sie eine weite Reise auf sich genommen und ist bis zu mir gekommen. Und sie wollte etwas von mir. Sehr verehrter König Salomo, Geschätzte Königin von Saba. ich habe so viel gehört von ihrer Weisheit, von ihrem Reichtum. Und ich muss mich entschuldigen, ich konnte es nicht ganz glauben. Ich musste es mit eigenen Augen sehen. Darum habe ich die weite, lange Reise auf mich genommen, weil ich mit eigenen Augen sehen wollte, ob das stimmt, was man über sie erzählt. Gern stehe ich zur Verfügung. Wie hast du dir das vorgestellt? Wie möchtest du das denn gerne machen? Ich habe ein paar Rätsel vorbereitet. Ich möchte sehen, ob sie wirklich so weise sind, wie man von ihnen erzählt. Ich würde sagen, schiessen Sie mal los mit dem ersten Rätsel. Danke, danke. Also, und zwar, das Rätsel geht folgendermaßen. Ich bringe die Sonne heim, aber ich muss super sein. Die Leute bauen mich einbauen, um durch die Wand zu schauen. Ich habe das Rätsel gefunden, aber keine Antwort. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das ist, glaube ich, ziemlich deutlich klar. Das muss ein Fenster sein. Ja, und jetzt gibt es dann noch mehr Rätsel. Ja, ich habe noch mehr Rätsel vorbereitet, ja. Ich habe ja. schon einen Vorschlag. Ja. Wir könnten doch das gerade kombinieren mit einer Tour. Gerne würde ich sie schon umführen und ihnen mein Reich zeigen, dass sie mit eigenen Augen schauen können, ob das tatsächlich so ist, wie sich das die Leute vorstellen und erzählen. Und währenddessen können wir gerne weitere Rätsel hören. Sehr gerne. Dann machen wir uns doch gerade auf den Weg. Da entlang bitte. Und das hier ist ein Gebäude, das habe ich extra errichten lassen aus speziellem Sandstein. Der Stein, die Farbe ist einzigartig. Und alles, was ich in diesem Gebäude da drin mache, ist Baden. Wow. 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 Darf ich Ihnen dann noch mal ein Rätsel stellen, König Salomo? Gerne, ich bin bereit für ein weiteres Rätsel. Also, das Rätsel geht so. Ich habe viele Blätter und bin doch kein Baum. Wenn du mich aufmachst, gibt es Wörter und Bilder zu sehen. Auch das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man eine kurze Sekunde darüber nachdenkt. Es ist ganz klar ein Buch. Das ist eine Weisheit. Das ist eine Weisheit. Wow. Wow. Wollen wir schon weitergehen? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Königin Saba, Sie kennen das ja aus der Sahara, wo Sie herkommen. Die Sonnenhitze ist ein Problem und darum haben wir die wunderschönen Schattenwandelgänge hier errichtet. Das ist so dass man angenehm, in ja. den kühlen Breisen hier durch die schönen Saalkolumnen durchlaufen und geniessen. Und natürlich einmal mehr auch einen Brunnen haben wir hier installiert, dass ich in meinem Palast kann frisches Wasser geniessen. So schön. Wasser ist rar und darum haben wir kilometerlange Leitungen verleiht, dass ich kühles Wasser geniessen kann. Wow. Darf ich da an diesem frischen Wasser Ihnen noch mal ein Rätsel stellen? Sehr gern. Das Rätsel geht so. Ich bin die grösste Straße zwischen Himmel und Erde. Kein Mensch ist je gegangen, kein Wagen je gefahren. Und doch herrscht da zwischen Himmel und Erde ein grosses Gewimmel. Ja, das ist ein gutes Rätsel. Da kann ich jetzt mal meine Expertise in der Astrophysik anwenden. Ich bin ein Sternenbeobachter. Ich kenne mich aus mit dem Weltall und den Sternen. Und darum weiss ich die Antwort auf das Rätsel. Und das ist natürlich, die Antwort ist die Milchstraße. Das ist die Galaxie, in der wir uns befinden. Die Weisheit, König Salomo. Oh, wow. Wenn wir sonst noch ein paar Schritte laufen, gerne. die Kühle von diesem Ja, schönen sehr Gang hier gerne. geniessen. Es ist so schön, ja schön. Wow, ich kann nur staunen. Und da sieht man die Zedernholz-Türrahmenbogen.
Das Holz, das ist ganz ein spezielles Holz. Das ist das wertvollste Holz, das es gibt. Und das haben wir speziell Chola aus dem Libanon. Ein ganzes Volk hat das Holz für uns abgebaut und hat das in mühseliger Arbeit transportiert mit Flusskanälen. Da haben wir ein ganzes Volk beauftragt, nur um das Holz zu holen, um den Torbogen, den du hier siehst, können so zu bauen, wie du ihn hier jetzt eben siehst. Ich muss sagen, König Salomo, ich bin beeindruckt. Also, was ich gehört habe über ihre Weisheit, über ihren Reichtum, ist ja nur die Hälfte von dem, was wahr ist. Ich bin sprachlos. Wow, ich preise ihren Gott, wo ihnen das gegeben hat. Und also, er muss ihr Volk so lieben, dass er sie zum Herrscher gemacht hat. Wow, König Salomo, das ist gewaltig. Ich bin sprachlos. Wow. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, für mir zu zeigen, wie weise Sie sind und Ihren Reichtum. Ich mag ein paar Sachen dabei und ich möchte Ihnen sehr gerne etwas geben, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde sonst gerade die Geschenke holen. Das ist recht, danke. Sehr gerne. So war das mit dieser Königin. Und die hat mir so richtig coole Geschenke da gelassen. Eine Playstation hat sie mir gegeben und eine Kuhfladenkanone. Nicht gewusst, was ich machen mit dem. Das habe ich am Sammy Klaus weitergeschenkt. Nein, Spass. Natürlich hat sie mir ganz viele wertvolle Edelsteine und wertvolle Hölzer da gelassen. Und ja, so war das. Hey, aber jetzt können wir wieder weitermachen. Viel Spass euch. Ciao zusammen. Wow, ist das eine coole Geschichte, die Salomo uns erzählt hat. Die Königin Saba ist gekommen, weil überall bekannt war, wie weise und wie reich der Salomo war. Weil Gott hat dem Salomo ja gesagt, wo er sich Weisheit gewünscht hat, dass er ihn so weise wird machen wie kein Mann vor und nach ihm und dass er ihm aber auch noch mega viel Reichtum wird geben. Und es ist passiert. Hey, wir sehen also da bei dieser Geschichte von Salomo, dass Gott zu seinem Wort steht. Was Gott sagt, das macht er auch wirklich. Gott hebt seine Verheißungen oder man kann auch sagen Versprechungen. Was Gott sagt, ist wirklich wahr. Wir dürfen also wissen, das, was in der Bibel steht, Gottes Wort, sind wirklich wahr. Was er sagt, das stimmt. Zum Beispiel gibt es ganz viele Sachen in der Bibel, wo Gott gesagt hat, das nennt man Prophezeiungen, wo er sagt, was wird passieren und mega viel von dem ist eingetroffen. Und ganz viel ist noch nicht eingetroffen, aber wir dürfen wissen, dass auch das wird passieren, weil Gottes Wort ist wirklich wahr. Was er sagt, wird passieren, weil er steht zu seinem Wort. Das finde ich mega, mega genial. Und der König Salomo war ja wirklich ein mega reicher König. Und das einfach, weil Gott ihm das geschenkt hat. Vielleicht hast du auch schon gedacht bei dieser Geschichte, wie cool es wäre, so viel Reichtum zu haben wie der König Salomo. Aber weisst du was? Es gibt noch einen König, der noch viel grösser und viel reicher ist wie der König Salomo. Weisst du, wer ich meine? Der grösste und mächtigste König, den es überhaupt gibt, ist Gott. In der Bibel steht, dass Gott König ist. Er ist König über alle Könige. Und Gott hat ja die ganze Welt geschaffen. Ihm gehört alles. Ihm gehört alle Reichtum. Er ist reicher und grösser wie jeder andere König, den es überhaupt gibt. Und wir dürfen Gott, den grossen und mächtigen König, kennen. Aber noch mehr als das. Es gibt einen Vers in der Bibel, den ich mega cool finde und den wollte ich euch gerade mal vorlesen. Es steht in Galater 3, Vers 26. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Kind von Gott. Du kennst dann nicht einfach nur Gott, sondern du bist ein Kind von Gott. Und ich habe ja gesagt, Gott ist ein König. Das heisst, du bist ein Königskind. Du musst also nicht probieren, auch so viel Reichtum haben wie der König Salomo, weil du darfst wissen, dein Vater ist der grösste und mächtigste König, den es überhaupt gibt. Ihm gehört alle Reichtum und alle Macht. Du bist ein Königskind. Und ich wollte dir noch schnell sagen, was ein Königskind dann sonst noch alles ist. Weil dein Vater, Gott, der Schöpfer, ist König, du bist sein Kind und darum bist du mega wertvoll, weil Gott liebt dich so, so fest. Du bist so geliebt von Gott und nicht nur das,
sondern dir ist auch vergeben worden, weil Jesus Christus deine Strafe getragen hat. Hey, du bist ein Königskind und bist so wertvoll. Und vielleicht wird es mal Menschen geben, die dir mal sagen, dass du nicht wertvoll bist. Und dann darfst du ihnen sagen, nein, das stimmt nicht. Sondern du bist wertvoll, weil du bist ein Königskind. Du bist ein Sohn oder eine Tochter vom höchsten König. Das finde ich so mega cool. Und das ist wirklich wahr. Du bist wertvoll, du bist geliebt, dir ist vergeben, weil du bist ein Königskind. Das finde ich so mega genial. Und du darfst wissen, das ist wirklich wahr, weil Gottes Wort, das stimmt. Auf das dürfen wir vertrauen. Und in der Geschichte von Salomo haben wir ja gesehen, dass die Königin von Saba ihm ganz viele Rätsel gestellt hat. Und er hat alle beantworten. Und mich nimmt es Wunder, wie dann du so Rätsel könntest beantworten. Darum ist das heutige Rätsel ein bisschen anders. Es ist ähnlich wie die Rätsel, die der Salomo beantwortet hat. Du darfst wieder auf der Homepage vom Kreuzpunkt das Rätsel abladen, lösen und mir dann die Lösung schicken. Und wie immer tue ich einen Gewinner auslösen und wenn du der Gewinner bist, bekommst du etwas Kleines über. Ich wünsche dir mega viel Spass dabei. Und jetzt, wie jedes Mal, wenn wir noch mal schauen, was der Fritzli echt heute so mega Spannendes erlebt in seiner Fantasiewelt. Ich bin schon ganz gespannt, darum gehen wir doch gerade schauen. Wow! Im Psalm 33, Vers 6 steht: Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Wow! Schon mega cool, dass Gott einfach so ein Universum erschaffen hat. Ein Himmel mit Milliarden von Sternen. Wie sich das echt anfühlt, wenn man so durch die Galaxie, das Universum könnte fliegen. Wow! Schau dir das mal an, die Galaxie! Wow! Ist das nicht wunderbar? Wow! Komm, wir gehen gerade noch ein bisschen weiter schauen. Das Weltall ist dann krass, du! Was ich noch nicht gemacht habe, ist mit 1000-facher Lichtgeschwindigkeit fliegen. Das muss ich jetzt gerade noch machen. Und weißt du was? Ich könnte gerade zum Mars fliegen, mal auf den Mars schauen, wie es echt so vom Mars aussieht. Oh ja, komm, das machen wir gerade. Und... Wow. Oh. Was ist denn los bei dir? Hey, warum bist du am Brüllen? Ja, sie haben mich einfach zurückgelassen. Nein! Doch, sie haben mich einfach allein gelassen zu der Erde. Und dich haben sie da vom Mars lassen? Ja, ich bin einfach allein da. Ich weiss nicht, ich weiss den Weg nicht mehr heim. Was machen wir denn jetzt? Weißt du was? Soll ich dich mit heimnehmen, zurück auf die Erde? Ich bin sowieso fertig mit meinem Kannst du Weltraumabenteuer. das? Ich kann das, Kannst du natürlich. das wirklich? Ja komm, kannst gerade aufsteigen. Komm, wir gehen. Warte, ich muss den Helm. Ja, man tust besser den Helm anziehen. Okay, bist du bereit? Ja. Und take off! Wow! Die Weiten von dem Universum ist schon mega faszinierend. Nach der Geschichte habe ich euch ja erzählt, dass alle, die an Jesus glauben, ein Kind von Gott sind. Und Gott ist der grösste König und darum, wenn du an Jesus glaubst, bist du nicht nur ein Kind von Gott, sondern du bist ein Königskind.
Und so schnell geht es ja vergessen, dass wir wertvoll und geliebt sind und dass uns vergeben ist. Und darum basteln wir heute etwas, dass wir uns immer an das erinnern können, dass wir ein Königskind sind. Und zwar machen wir ganz einen einfachen Bilderrahmen, wo du ein Bild von dir reinkleben kannst. Und dann kannst du das zum Beispiel in deinem Zimmer aufhängen und am Morgen, wenn du aufstehst, kannst du es anschauen und dich daran erinnern, dass du ein Königskind bist. Und dann wirst du dich immer wieder daran erinnern. Für diesen Bilderrahmen habe ich einfach ein Stückchen Karton genommen und habe da so ein Quadrat drauf gezeichnet. Ihr könnt das Quadrat natürlich beliebig gross machen oder ihr könnt auch ein Rechteck machen. Je nachdem, wie gross das Foto ist, das ihr dann draufkleben wollt. Und dann habe ich gemacht, dass das Quadrat hier innen, das ist 8 cm auf 8 cm gross. Und da habe ich einen 2 cm breiten Rand, dass man den auch schön verzieren und draufschreiben kann. Dann habe ich das hier ausgeschnitten und auch das Quadrat hier innen ausgeschnitten. Und jetzt ist der Bilderrahmen eigentlich schon fast fertig. Jetzt könnt ihr den nämlich noch verzieren und was ganz wichtig ist, ihr könnt draufschreiben, dass ihr ein Königskind seid. Ich habe darum draufgeschrieben, ich bin ein Königskind. Oder ihr könnt draufschreiben, dass ihr ein Kind von Gott seid und er ist König. Ihr könnt draufschreiben, dass ihr geliebt seid, dass ihr wertvoll seid, was auch immer. Ich würde draufschreiben, ich bin ein Königskind, dass ihr euch immer wieder daran erinnert. Und dann könnt ihr den Bilderrahmen noch so verzieren, wie ihr wollt. Ich habe hier noch ein paar Fäden draufgeklebt. Ihr könnt auch Perlen oder vielleicht habt ihr noch ein bisschen Sticker. Und ich habe hier noch mit Farbe etwas draufgezeichnet. Ihr könnt den Bilderrahmen verzieren, so wie ihr möchtet. So wie ihr es cool findet. Und dann könnt ihr einfach da hinten ein Foto von euch draufkleben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal einen Karton von der gleichen Größe draufkleben, dass es dann alles schön verpackt ist und man es nicht mehr sieht. Den könnt ihr in eurem Zimmer aufhängen und so werdet ihr jedes Mal daran erinnert, dass ihr ein Königskind seid und werdet nie vergessen, wie wertvoll, wie geliebt ihr seid von Gott, unserem König im Himmel. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Basteln und vergiss nie, du bist ein wertvolles und geliebtes Königskind. Heute ist es ja immer wieder um Könige gegangen und darum geht es auch bei diesem Spiel heute ein bisschen um Könige. Und zwar, wir sind jetzt nur das Zweite, aber je mehr Leute ihr sind, desto cooler ist es. Jemand von euch ist der König, das darf der Micha sein. Wenn ihr eine Krone habt, ist das mega cool, dann kann der König die Krone anlegen und sonst könnt ihr euch einfach so merken, wer der König ist. Jetzt geht es darum, der König darf sagen, was man machen soll. Zum Beispiel auf ein Bein hüpfen oder was könnte man noch machen? Auf 2 Beine hüpfen und im Kreis sich drehen oder wie ein Hund auf allen Vieren laufen und so weiter, was ihr wollt. Und dann müsst alle das Kommando ausführen, das der König seinen Untertanen gesagt hat. Und dann müsst ihr probieren, den König zu fangen. Also wie ein bei einem Fangis, aber einfach erschwert. Wer den König gefangen hat, wird selber König und darf seinen Untertanen dann ein Kommando geben. Wir zeigen euch gerade mal vor, wie das geht. Der Micha ist König, er darf ein Kommando geben und ich muss es ausführen, er natürlich auch. Und ich muss ihn dann probieren zu fangen. Okay, bist du bereit für das erste Kommando? Bereit. Untertan. Jetzt, erste Kommando ist, man muss hoch sein. So, oben. Nur hoch, genau. Bist du ready? Ich bin bereit. Also, Achtung, fertig, los. Hey, du musst nicht hoch sein. Du bist voll beschissen, ey. Du bist voll beschissen. Zeig dir geht's. So, jetzt bin ich der König. Okay, Hey, das also war aber gut, das war schwierig. Ja. Wow. Also, So, was könnten wir machen? König, was machen wir? Wir dürfen nur so hüpfen, mit 2 Beinen gleichzeitig. Okay. Also man kommt sehr langsam vor. Ja, hast du das Gefühl? Also, Sagst du, was losgeht? los. Ich würde sagen, du bist schon mal recht in den Ecke manövriert. So, hei. Also es ist gar nicht so einfach als König und als Untertan. Ja. Machen wir noch eines. Noch eins, also gut. Also noch eins machen wir. Und zwar, jetzt machen wir natürlich das Schwierigste. Bist du bereit? Oh, ich bin Also gespannt. Untertanen, fortan sollt ihr euch nur noch rollend auf dem Boden Uiuiui. fortbewegen. Also, Achtung, fertig, los! Okay, auch recht ein Fail, aber ja.
Okay. So, hey, ihr habt gesehen, das Spiel macht ganz viel Spass. Vor allem, wenn ihr es mit der ganzen Familie zu vierten oder zu fünften oder mit noch mehr macht. Ja. Hey, genau. Diese Woche bekommen die einen Preis, die es schaffen, ihre Eltern zum Mitspielen zu zwingen bei diesem Spiel und die es filmen und uns schicken. Die bekommen ganz einen speziellen Preis. Hey, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spass dabei. Und für euch Kind gibt es jetzt noch einmal einen kleinen Einblick, was der Fritzli nächste Woche könnte erleben. Und dann ist für euch das Video auch schon fertig. Wie immer könnt ihr dann das Rätsel ausfüllen, ihr könnt basteln oder eben das Spiel machen. Und für die Eltern gibt es wieder einen Elterntipp. Genau. So ist das. Hey, ciao zusammen, bis nächste Woche. Vorher, im Worship, haben wir das Lied «Der alle Ehre» gesungen. Hey, Himmelwärts Online ist schon einfach mega cool, hey. Wie die gute Ideen haben. Wow, ist das cool, hey. Stell dir mal vor, wie das echt wäre, wenn ich könnte mitmachen im Himmelwärts Online. Liebe Eltern, eines mit darf ich einen Elterntipp machen für euch. Und ich muss sagen, Lilian hat mich recht inspiriert. Sie hat ja ein cooles Buch vorgestellt, das sie braucht. Und ich habe jetzt auch eins für euch dabei. Und nämlich ist das die «Gott hat dich lieb» Bibel. Das ist vor allem für kleinere Kinder, also das kann man eigentlich wirklich schon mit 0 fast starten und funktioniert super im Alter von unseren Kindern, jetzt so 4 bis 6. Und zwar, wieso dass ich das so cool finde, ist, man kann es natürlich einfach vorlesen und es bringt theologische Konzepte auf Kinderniveau auf geniale Art und Weise über. Also wenn ihr möchtet, dass eure Kinder verstehen, um was es eigentlich im Großen und Ganzen in der Bibel geht, dann kann ich euch das Buch herzlichst empfehlen. Es tut schon im Alten Testament in diesen Geschichten immer auf Jesus hinweisen und es geht in jeder einzelnen Story immer um die große ganze Liebesgeschichte, nämlich, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Menschen geschafft hat und die von ganzem Herzen liebt. Darum empfehle ich euch das Buch von Herzen. Es sind relativ kurze, knackige Geschichten, kann man gut mal an einem Abend oder so als ganze Familie miteinander schauen. Ade. Ade!